Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. wie hat der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Kurz und windig, Mark. Es ist ein schwieriger Tag, um ein Kanye West-Fan zu sein, Bro. Eine schwierige Zeit seit Jahren, glaube ich. Ja, aber bis jetzt haben wir ihn immer verteidigt, Bro. Also, Ich nein, habe nie verteidigt. ich habe auch nicht verteidigt, Bruder. Nur das, was ich nicht verteidigt Ich würde das nicht verteidigen nennen. Aber der Bruder hat My Beautiful Dark Twisted Fantasy gemacht, Bro. Er hat kranke Sounds gemacht. Der Bruder hat Graduation gemacht, Bro. Wie heißt das Album, wo der Teddy aus dem Ding raus... Oh, das ist jetzt peinlich. Also College Dropout ist das, wo der Teddy in der Genau Schule so. Aha, nein. nein, so einen Rucksack anhat. Und mit der Tür dahinter. Genau, ja. und Graduation, das was ich vorher gesagt habe. Graduation. Graduation Graduation. ist das Violette mit dem Teddy, der fliegt. Ja, im ganz Space. animiert und so, ja. Bro, das ist eins Das der ist krank. kranksten Das ist krankes Album, ja. Alben. Aber ja, der Bruder hat flippt, für die nicht wissen. Erzähl, Bro. Aber warte, eben, Bro, Graduation hat ein paar schlimme Bangers drauf, Bro. Ist es da... Good morning. Und das... Good morning. Und das... Es hat ein paar schlimme Bangers drauf, Bro. zeitlose Sache, ja. Barry Boy. Bonds. Ist jetzt ein bisschen peinlich. Ich müsste jetzt gerade wirklich überlegen. Ich glaube, Ding ist auch drauf. Dort, when you think about me now, I'm coming home Ich glaube, es ist einfach again. der voll. Jetzt, was du Also sagst. Graduation hat ein paar kranke Alben, Lieder. Dann für mich ist so. Würdest du dich oder hättest du dich als Kanye West Fan betitelt? Ich betitle mich als ich höre geile Musik gern. Aha. Und wenn ich müsste sagen, jetzt, ich glaube, du bist effektiv. Also ich bin ja ein Dick Rider so. aber du bist auch effektiv, neues Album, gib mir. Ja. So, oder? Also- und ich bin eher entspannt. Es ist eine scheiß Zeit, um ein Kanye West Ja. Tattoo zu haben. Ja, scheiße. Nein, Alter. Was hast du für eins? I was woke. Oder was? Das ist, glaube ich, etwas von seinem Album, nicht? Oder von seinem Ja, Zitat ich habe oder auf etwas? meinem Bein habe ich das Cover, also ein Alternativcover von My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Wie fühlt sich so jetzt so ein Pitch-Support? Es ist eine schwierige Zeit, Bruder. Ich habe gerade vorher überlegt, also gut, vielleicht, du hast recht für Kontext. Was ist genau was passiert ist genau mit dem passiert? Kanye West? Aber ich kann es nicht mal genau sagen. Also, treue Hörerinnen würden sich ja erinnern, dass ich vor ein paar Jahren vielleicht, krass, vor ein paar Jahren, Bruder, Das ist auch schon länger her. krass, wie lange es einen Podcast gibt, ich muss immer wieder. Ist das 3. Jahr? Mhm. Wir haben in 2022 angefangen, ja? Ja, schon das 3. Jahr. Krass. Krass. Ja. Habe ich mal gesagt, ich bin der Meinung, man soll Künstler und Kunst trennen. Voll, ja. Oder? Wenn du dich erinnerst, so, ich habe die These auch unterstrichen mit, finde ich ein Bild scheiße, nur weil es Ja. von Hitler ist, oder finde ich auch das Bild scheiße? Ich kann eigentlich jetzt auch einfach als Input noch schon weiterreden mit der Maske. Aber da weiter? Wie mit dem Mask? Ja, er schaut nur so. Was er rauslässt. Ja, aber was ist seine Kunst? Ja, seine Kunst ist einfach ein Produkt von ihm, weißt du? Aha, so, ja, fair, Ja. fair, okay. Genau. Und damals habe ich ja den Kanye Omari heißt es, glaube ich, der zweite Name. Dick Rider. West immer noch sehr supportet und mittlerweile, also ich meine, weißt, es hat Zeiten gegeben, da hat er im Live-Fernsehen gesagt, George Bush doesn't care about black people. Ja, ich so, King, Alter. King, steh auf und sag deine Wurzeln. Und eben so Songs wie Jesus Walks und irgendwie trotzdem auch sehr viel politisch krasse Sachen, weißt du. Mit Dilated People hat er ja einen Song gemacht, I can't live my life this way. This time I get up my mind. Alle. Ja. Also eigentlich ein paar krasse Iconic Moments hat er gehabt. Er ist, also, ohne
Und jetzt, von dem, was er jetzt getweetet hat und was er so auslässt wieder für Scheiße von sich, und zwar unterste Scheiße, ist, er ist einer der erfolgreichsten Musiker, glaube ich, würde ich jetzt unterstreichen. 30%. Einer der grössten Trendsetter, die man kann, sicher in den letzten 50 Jahren, sage ich jetzt einmal so. Also ich habe keinen Pitch gesehen, wo in meinem Freundeskreis und auch in der Umgebung, wo ich rumgeschaut habe, so für Furore gesorgt hat wegen einem scheiß Schuh. Bro, zum Beispiel. Scheiß auf der Schuhe. Weißt du noch, die Szene, wo er da Flashing Lights und wie heißt das eine Lied? In dem Lied hat er eben die Sonnenbrille, also die Brille trägt mit Löchern, mit Strich, weißt du noch? Ja. Die Gartenhakenbrille. Voll. Jeder Ohrensohn hat die nachher angelegt. Eben, der Typ, also erstens Trendsetter, zweitens Modeguru. Ich bin ja voll der Hater gewesen, wie immer, weißt du, wo er etwas rausgebracht hat, ich so, Alter, was für ein Spaß, für 52 Franken schon und so. Ja. Bis ich mal einen über originalen Preis, 30 Franken weniger als 52, gekauft habe. Und ich fand, Alter, die sind krank bequem. Also der Typ hat gecheckt, was er macht. Und Stronger, habe ich gemeint. Faster, stronger. Ja, irgendwie so, ja. Ja. Genau, voll, oder? Und ich meine, Dude ist ein Icon, Bro. Er ist Milliardär. Psycho. Also er hat jetzt auch gesagt, dass er Multimilliardär ist, scheint aber. Psycho. Und nachher hat es angefangen, ich weiß gar nicht, wenn ich mich so zurückerinnere, ich glaube, das erste Mal hat er nachher das Album gebracht, wo sehr viel mitproduziert wurde, ist vom Justin Vernon, das ist der Sänger von Bon Iver. Bon Iver. Schon mal gehört, aber ich habe kein Gesicht davon. Skinny Love. Voll. Das kennst du, Bro. Keine Ahnung. Ich sing's jetzt nicht, aber du kennst Skinny Love. Wahrscheinlich schon gehört, ja. Come on, Skinny Love, what happened? Hallo? Hier? Hallo? Ja. Skinny Love. Skinny Love. Skinny. Nein, das wirklich nicht. Das kann nicht sein. Also sicher, du hast jetzt nur 3 Wörter gesungen. Das ist das Lied, Du hast einfach, das Lied so, kein Skinny Love, sondern du so, Skinny Love. Das ist einfach mit Melodie, so, kannst du jetzt nicht. Ich so, nein, Bro. Fair. Nein, das hat mir gar nicht. And I told you to be perfect. And I told you to be nice. Ach, Bro, ich muss noch das kennen. Ja. Irgendetwas. Ist eine sehr unwichtige Info gewesen, sorry. Ja, voll easy. Schon geht einfach mal. Ich kenne den, weißt du. Genau, dann hat er das Album Jesus, hat das geheißen. Ja. YEE. Wo er eher so kontroversere Musik gemacht hat. Das ist dort, wo er auch vor allem so religiöse Sachen auch... Nein, das ist aber nachher, das ist Jesus is King, glaub. Das Lied hat mir cool gefunden, wo ich am Morgen um 2, das Album hat mir cool gefunden, am Morgen um 2 von Vinti oder einfach von Chur weg, den Dingspass gefahren bin, den Hüllerpass da auf St. Moritz. Du kannst noch gut glauben, in dem Moment alles dunkel, Bro. Du kannst noch gut glauben. Jesus ist das Album mit so Hold My Liquor und Strange Fruits. Strange Fruits, ja. Wo er halt so... Sagen wir alle etwas, ja. Das sind halt eher so ein bisschen tief, harte Musik. Ich bin jetzt kein Musikexperte natürlich, aber so ein bisschen eher tiefe, deepe, harte Sachen gewesen. Yeah. Ich meine, Strange Fruits ist, glaube ich, ein Lied von Nina Simone. Und dort sagt sie, also komische Früchte hängen vom Baum ab. Und das war in der Zeit, wo die Schwarzen erhängt worden sind. Ah, okay. Weißt du, so... also ziemlich auch so ein bisschen aufklärend oder politisch auch ein bisschen so. Ja, es ist einfach so ein bisschen, genau. Ich habe ein sehr erwachsenes Album, ich habe ein sehr tiefes Album gefunden und ich glaube, viele Menschen haben am Anfang wieso sich dagegen gewehrt, weil es ist so ein bisschen wie To Pimp a Butterfly von Kendrick Lamar. Also es war am Anfang so gewesen, das ist nicht, was ich erwartet habe. Ja. Aber dort hat er dann, ich glaube im Zuge dessen, weil dort hat es auch so ein bisschen Musik gehabt, die so ein bisschen erinnert hat an hey Bro, ich kann so ein bisschen sagen, an die Sklavenzeit oder an die... Es gibt so mega viele Drums, die so tönen wie so ein Sklavenschiff, weißt du, wo so... Und im Zuge dessen hat er ja angefangen mit so Aussagen wie... irgendwie Slavery is a choice. Ah ja, stimmt. Oder? Er hat das schon mal vor ein paar Jahren gedroppt. Ich glaube, in dem Zeitraum, wo Jesus gekommen ist, hat er das erste Mal gesagt. Ja. Und ich muss sagen, dort... bin ich so gewesen, hold up, Bro, es ist ein bisschen weird, was du sagst. Es ist nicht richtig, was er sagt, Alter, ja. Aber eben in der Zeit, wo er das gesagt hat, habe ich gedacht, okay, er macht eigentlich noch philosophisch interessante Thesen. Weil er sagt, wir haben unsere Sklavenketten abgegeben und tragen jetzt fette Chains, Cuban Links. Wir sind immer noch die Sklaven von der Industrie, von der
Ja, das hat ja auch schon damals Tupac kritisiert und so weiter. Weißt du, all das Zeug, so von wegen, wir leben nur für Materielles und für Bling Bling und so weiter. Das ist ja immer so das Ding, Bro. Das ist ja immer. Voll, weißt du, und eben, ich habe es interessant gefunden, sozusagen, eben, wir haben die Kette abgeleitet, um unsere eigene Kette anzulegen. Sind immer noch. Dann habe ich gefunden, ey, ich glaube, ich verstehe ihn falsch. Ja. So, hold up, weißt du? Ich meine, Bro ist ein Genius, ich glaube, ich verstehe ihn falsch. Ja. Und dann hat er auch nicht aufgehört, Bruder. Und dann die Leute sagen, ich glaube, du verstehst ihn falsch. Es hat nicht aufgehört, Bruder. Nein, er hat nicht aufgehört. Er ist durch, Alter. Gut, und dann habe ich gefunden, weißt du was? Nein, es geht immer noch, okay, ein paar Sachen sind ein bisschen weird. Und nachher ist rausgekommen, nachher ist ein Album gekommen, wo da in Montana gefüttert wurde, ist mit den Bergen. Mhm. I hate being bipolar, it's ja. awesome. Oder so, wieder so eine Bipolarität in sich. Auch ein Banger-Album. Ja. Banger-Album. Also weißt du, so krasse Shit, Bro. Und dann habe ich gefunden, okay, schau, er ist einfach krank, er ist einfach mental halt nicht okay. Ja. Und dann ist, ich glaube, mit dem Kid Cudis Album gekommen. Ja, voll. Wo nachher gab es den Kid Cudi, nachher sich gerade angefangen. Ist nicht das, wo er sich kurz darauf angefangen hat, distanzieren von ihm? Die haben sich immer wieder verstritten. Ja, geil, okay. Das erste Mal war gross verstritten, weil Kid Cudi hat, glaube ich, viele Lieder von, vielleicht stimmt es wirklich viel nicht, aber von 808 und Heartbreaks, eines der ersten Alben, mitproduziert und nachher irgendwie sind sie sich auch close gekommen, nachher sind sie ja mega, nachher haben sie ja zusammen das, ist Kid Cudi ja auch in dem Label gewesen, Good Music mit Pusha T, Big Sean, ja, das ist so ja. Kid Cudi, Kanye West, Common, das ist so Hip-Hop Avengers gewesen, Bro. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Haben die sich dann, haben sie Ghost, ach, das ist jetzt peinlich, dass ich nicht weiß. Kids See Ghost. Kids See Ghost. Kids See Ghost, ja. Das ist für mich, Kid Cudi ist ja für mich Nummer 1, Bro, damals. Das war ein krankes Stück weiter von ihm, ja. Krank. Dann ist das gekommen und ich fand, es geht besser. Und dann irgendwie, ich glaube, der Downfall hat ja jetzt in den letzten paar Wochen oder Tagen angefangen. Ja, ich glaube, er hat schon vorher angefangen. Mhm. Aber aus irgendeinem Grund hat er sich ein bisschen zurückgezogen. Mhm. Und nicht mehr so viel Scheiße vor sich gegeben. Und jetzt, also, das ist so eine Entwicklung, wo ich im Allgemeinen das Gefühl habe, so ein bisschen gesehen. Yeah. So seit 1-2 Monaten. Bro, rechte Leute, fast was, Bro. Ist einfach salonfähig geworden, Bro. Leute können einfach irgendeinen Scheiß rauslassen wegen Nazis und wegen Antisemitismus. Die können einfach alles rauslassen, Bro. Und dann sagen sie, das ist aber freie Meinung. Ich fick doch deine Familie, Alter. Du nutzt das, du nichts nutzt. Bro, aber alles im Internet, egal wo du siehst, Alter. Ich habe jetzt schon Artikel gesehen und so weiter. Bei ein deutscher Artikel irgendwo auf Social Media wieder so auf meine Entdeckerseite gekommen und ich habe Kommentare abchecken, Bro. Es geht darum, dass ein afghanischer Flüchtling erstochen wurde oder so. Bro, die Leute schreiben, meine Dings hält sich in Grenzen, okay, krass, juckt, dies und das. Und das sind all die Leute, Bro, das schiebe ich unter die Schublade, das sind all die Leute, Bro, wo seit, die Welt macht momentan ein bisschen unschöne Entwicklung, wo Leute einfach das Gefühl haben, freie Meinungsäußerung ist auch ein Nuttensohn sein, Bro. Rassismus rauslassen, Bro, Faschismus, Leute anfangen, eben so Sachen, weißt du, alles für mich in die Schublade. Und das ist für mich, ich sage, wäre das vor 3 Jahren sogar auch so gewesen wie jetzt, hätten wir vor 3 Jahren, hätten wir vor 3 Jahren die Entwicklung von jetzt gehabt, er hätte schon vor 3 Jahren so Sachen rauslassen. Momentan fühlt er sich einfach wohl, meinst du? Ja, ich habe das Gefühl, momentan hat er das Gefühl so, fuck it, es gibt Leute, die sagen, alle genau das gleiche wie ich, oder, also nicht in dem Sinn, aber mehr so, wo viele sagen das ja, und wenn dann nichts passiert, ich bin Kanye West. Also tun wir schnell, bevor wir urteilen, schnell den Stand der Dinge nochmal aufdingeln. Genau, was passiert ist, er ist ja mit seiner Frau, Freundin, ja, das ist auch noch so ein anderes Thema. Bianca Censori. Heißt sie, glaube ich. Italo jetzt. Nein, Censori. Was ja lustig ist, weil sie ist alles andere als zensiert. Du weißt nicht. Stimmt nicht. Wo ist der? Stimmt oder stimmt nicht? Das ist nicht schlecht, oder? Das ist nicht schlecht. Weil es hat das Bild gegeben vom Kanye West mit der Bianca, wo sie, man kann es nicht anders sagen, einfach nackt an die Grammys gegangen sind, oder? Genau. Also mir fällt da natürlich
Weißt du noch, vor so 5 Jahren, wenn so Leute sich speziell angelegt haben, dann haben so Boomers gesagt, Bro, weißt du noch, wo es geht nicht mehr lang, bis die Leute nackt kommen, musst du schauen. Weißt du noch, wo Lady Gaga vor x Jahren mit einem Fleischkostüm gegangen ist, weißt du das noch? Alter, es ist... Aber ich meine, was ist das gewesen? Also die Frau ist einfach, also wirklich so... Ich weiß halt nicht, wir hören halt immer wieder von überall von den Medien und auch wieder vom Vater und so. Eben, ich sage jetzt nur, was ich lese. Die Mafia etwas, ja. Nein, aber dass sie einfach vor allem so gezwungen wird von ihm. Weißt du, dass sie... Weil er läuft immer... Bruder, ich habe nur seinen Kopf gesehen bis jetzt. Sonst habe ich noch nie Hut gesehen von ihm, noch nie. Und Leute so, Bruder, also Leute schreiben so, hey, der tut seine Frau, weißt du, also instrumentalisieren. Aber Bro, einfach so... das ist für mich die gleiche Diskussion wie Leute, die sagen, also es ist ein schwieriger Vergleich, ich weiss, ich wollte nur sagen, im Kern, wie wenn Leute sagen, Frauen fühlen sich gezwungen, um einen Hijab zu tragen. Werden gezwungen. Eben, auf jeden Fall, keine Ahnung, auf jeden Fall haben sie halt, ist immer eins von der Kritik gesagt, weißt du, hey Bruder, erstens Kanye Peach, zweitens, was mit seiner Frau macht. Also quasi er macht's. Und dann sind jetzt eben auch nach der Grammys so Videos umgegangen, wie er und sie am Clubben sind und eben sie so voll am Abgehen und dann schreiben die Leute so, nein, die Medien sind am reinschießen, die wollen das, die finden das 10 von 10, das ist ihr Ding. Und dann haben wir Videos von früher, wie sie war und eben all das Zeugs, oder? Und ich habe das Gefühl, der Typ weiß einfach, wie er heutzutage kranke Aufmerksamkeit kann generieren, weltweit. Also sie zusammen, die beiden, das ist für die alles, glaube ich, marketingtechnisch auch etwas. Okay. Hey, es kann wirklich gut sein. Ich stecke noch fest bei dem Gedanken, so... Sie hat gerade noch Insta gemacht. Also schon klar, hat es natürlich irgendeinen Gedanken von man will schockieren und man will jetzt in den Medien sein oder man will rum sein. Aber denkst du wirklich, der Kanye West kann entscheiden darüber, wie sie... Also sie ist so voll... Ich will nicht nackt sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, es ist eine schwierige Diskussion. Es gibt natürlich viel im Fall. Eben, ich weiß auch nicht, wie viel davon stimmt, weil eben, du weißt, wenn jemand so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, Bro, es verkauft sich, egal was du schreibst über ihn, ob gut oder schlecht, oder? Und dann sind halt immer wieder, ja, der Bianca, der Vater sagt auch, meine Tochter ist nie so gewesen, er hat so gemacht. Und aber er ist aber Gang-affiliated, Bro. Ich glaube, der kommt, glaube ich, aus einer Mafia-Familie. Sie, ja, also ihr Vater ist, glaube ich, schon... Kein Plan, Alter. Ich lese nur das, was ich einmal so auf Insta oder X gesehen. X? Und meistens sind das halt wahrscheinlich auch Sachen, wo, ich sage jetzt mal, die Hälfte ist wahrscheinlich einfach mal so, habe gehört. Und dann erzählst du weiter. Also, nach dem ganzen Debakel mit der Bianca und ihm, Oder Grammys, ja. Oder Grammys, ist so 2 Tage lang, glaube ich, nicht passiert. Und dann gestern Morgen... Er hat geschrieben, my wife is the most searched woman on planet Earth. Nachher zeigt er so, wie so Leute nach Grammys suchen und wie sie nach ihr suchen, weißt du? Und dann hat er, ich habe jetzt die Tweets, ich lese sie vor, aber ich muss auch eine Pause machen, weil Wörter können, die ich nicht sprechen will. Ja, dann tun wir gewisse Sachen nicht aussprechen. Bro. Genau. Er sagt, I'm going to normalize talking about Hitler. The way talking about killing schwarze Leute has been normalized. Also quasi ich normalisiere über Hitler reden, weil es ist ja normal zum schwarzen Menschen zum drüber reden, dass man schwarze Menschen umbringt. Okay, ja. Das ist der erste Tweet, den ich jetzt da gesehen habe. Okay? Keine Ahnung, also, wie hat das einen Zusammenhang, aber ja, easy. Es ist einfach so, ich sage, ich mache es normal, dass man über Hitler redet. Ja. Gut. Von mir aus ist ja nicht so schlimm bis jetzt. Ich finde es schlimm, Bro. Er ist in einer Position, wo er könnte eigentlich es normal machen, dass man darüber redet, dass es normal ist, über Schwarz, dass man Schwarze umbringt, weißt? Ich meine, jens Rapper und Künstler stehen auf und sagen, ey, Alter, wir in unserer Community müssen zuerst mal uns an die eigene Nase fassen und aufhören mit dem Scheiß. Aber ich sage jetzt mal, wenn du nur den Tweet anschaust. Ja, es passt. Nur so. Aber warte mal, wenn du nur den Tweet anschaust, dann sagt er ja etwas Interessantes. Er sagt ja quasi... Also du denkst, du wirst jetzt nicht davon ausgehen, dass er jetzt eskaliert. Also eben genau, ich sage nur der Tweet, heisst, es ist ein Kommentar, so quasi, wenn es für euch normal ist, über das Töten von Schwarzen zu reden, als wäre es nichts, dann rede ich auch über Hitler, als wäre es nichts. So, okay, er wollte etwas sagen. Next Tweet. Hitler was so fresh. Aber so fresh. Der Typ, ja. Okay, easy, Bro. Da kann ich ihn nicht mehr verteidigen. Ja, kannst du schon lange verteidigen. Ja. Das Spaß hat. Nachher sagt er, ich glaube, Spaß tut schon auch nicht die ganze Zeit sagen, Bro. Ah, stimmt, ja. Call me Jadolf Hitler. And your bitch still wants to fuck.
Gut. Hey, ganz viel weird Zeugs, ganz viel, ich glaube, antisemitisches Zeug ist sicher wieder drin. 100%, Alter. Da, I have dominion over my wife. This ain't no woke ass feminist shit. She's with a billionaire. Why would you listen to any of your dumbass broke bitches? Wow. Was? Und da sagt er, Leute sagen, der Red Carpet Look ist ihre eigene Entscheidung gewesen. Ja, ich zwinge sie nicht zum Sachen machen, was sie nicht will. Sorry, ich bin gerade am direkt übersetzen. But she definitely wouldn't have been able to do it without my approval. Oh. Er sagt aber, ohne meine Erlaubnis hätte sie das nicht dürfen machen. Sich so anlegen. Okay, fair. Eben, ich sage, er ist ein durch und durch. Bro, ich weiß nicht genau, was seine Geschichte ist, aber ich glaube, er ist nicht in eine reiche Familie geboren. Oder? Nein. Also er weiß, wie es ist, wenn es dir nicht gut geht, wenn du Struggles hast. Und wenn du so redest und sagst, wieso sollst du von broke Leute hören? Bro, undankbar Stück Scheiße, Alter. Ich würde dann niemals als einer von meiner Community ansehen, wenn ich den würde sagen, Alter, der ist niemals halt die Wissen sollen nehmen oder die rechten Faschen sollen nehmen, aber der ist nicht von uns. Alter, ja. Er ist problematisch. Sorry, ich muss ein paar Aussagen, die ich am Anfang von der Podcast gemacht habe, vielleicht mal revidieren. Ich habe nicht die ganzen Infos gehabt. Er hat einen Pulli rausgebracht, der heißt White Lives Matter. Krass. Und deswegen, scheiß auf das, Bro, was er schreibt. Ich will gar nicht erst so. Nein, ich finde es spannend. Ja, safe, aber ich will nicht, weißt du, das Zeugs ablesen, was er geschrieben hat und so, nicht dem Hurensohn, was er. Wenn es mich interessiert, gehen wir lesen, Alter. Dem sind Tweets und so, dem sind. Ich finde es einfach interessant, um darüber zu reden. Ja, safe, 100% interessant, aber ich finde, wie soll ich sagen, Mann? Der hat so viel Scheiß rausgelassen, Bro. Der schaut seine Community, seine Leute, die den Weg, wo wie er will, geht, um so erfolgreich werden wie er. Er fuckt ja alle ab, er schreibt auch wegen Puff und so Sachen, weißt du? Er sagt Free Puff Diddy und so weiter. Wie ist ein Nuttersohn, Alter, weißt du? Er sagt all das Zeug so dir und dann denkst du dir so, okay, momentan, er geht einfach auf alles, was kontrovers ist und was nicht richtig ist, greift er einfach an. Antisemitismus, P. Diddy, all das Zeug, Aufmerksamkeit, einfach alles, was in der menschlichen Norm nicht als gesund und anständig gesehen wird, wie ein P. Diddy und so weiter. Du dir jetzt einfach sagen, für dies und dass du sagst, oh mein Gott, look, er macht genau das, was eigentlich nicht normal ist. Und nachher gleichzeitig tut er anfangen, im gleichen Atemzug Link zu seinen Merch-Sachen rein tun. Also by the way, ich bin an diesem Nuttersonntag kaufen mit Merch. Shoutout Lili, eine Kollegin von mir, hat geschrieben, hey, falls ihr mal etwas anderes wollt, sagen als Nuttersohn, wäre Bullensohn nicht mal so schlecht. So soll ich mal sagen. Ja, scheißegal, ich finde interessant gefunden. Ist für mich beides gleich. Gut. Du hast mal letztens noch ein Ding gemacht, oder? Eine Story darüber, über was für Themen wir könnten reden. Ja, aber ich habe ja sonst so, weißt du, ich meine, kurz Moment. Ich habe auch so eine Story gemacht und so, und die Leute haben es auch mitbekommen. Und die mir auch folgen auf Insta, sehr dein Freund. Unsere Wege ist weg. Ja, man, shit. Unsere Wege ist weg. Machen wir einen Rerun von der Wege. Wann ist das passiert? Juni oder Juli 2019 sind wir eingezogen. Ich und der Gilly. Du und der Gilly. Genau. September 2019 bist du eingezogen. September haben wir E-Vikes-Party gemacht. Und... Willst du das jemals wieder machen? E-Vikes-Party? Jetzt? Ja. Nein, jetzt nicht. Ja. Ich habe keine Lust. Ja. Ich habe keine Lust, Alter. Ich habe die Leute sind so, hey, Abschied. Das ist her, Mann. Ja, ich schwöre. Nein, Bro, mach nicht. Ja, ich mach nicht, Alter. Ich habe gar keine Lust. Ich habe E-Vikes-Party gemacht, Bro. Und es war schön. Aber am nächsten Tag, die Leute sind gekommen, als wäre es wie so ein Ding gewesen, Mann. Wie so, ey, das wird abgerissen, fuck it up. Verstehst du? Ja. Die Leute haben Sachen ausgelernt und so. Wir haben es auch übertrieben, Bro. Wir haben auch ja, logisch, Barkeeper angestellt. Wir haben DJs gehabt, als wäre es ein Festival, Bro. Ja, so Line-Up. Fix, aber hätte noch gefällt, weißt du, dass noch Sprayer kommen, dass sie Wand sprayen und so. Fair. Aber was nicht heisst, dass ich es nicht geil gefunden habe. Ich will es einfach nochmal machen. Momentan, das ist aber ein Ding von meinem Gemüt. Mein Gemüt ist anders im Vergleich zu 5 Jahren. Vor 5 Jahren bin ich halt so viel ausgegangen umeinander. Zum Beispiel. Und jetzt ist, nein, muss nicht sein. Muss nicht sein? Nein, muss nicht sein. Ich habe auch entspannt. Ich habe mit meinem Cousin am Morgen am Zügeln, Bro, scheißegal. Haben Sie das gemacht am Morgen? Ja, Bro. Wie? Also, zum einen, wir haben es unterschätzt. Zum anderen,
sind wir auch mehr oder weniger einfach hängen lassen worden. Oh. Ich und mein Cousin, mein Cousin, also wir sind 3 Mitbewohner. Ich, mein Cousin, also ich und 2 Cousins. Und dann wäre noch mein Bruder gekommen. Wir wären das 4. gewesen, Zügel, weißt du. Welcher Bruder? Der Jüngste. Und dann habe ich so gedacht, wenn der Jüngste am Abend kommt oder am Morgen, am Freitag, können wir ihn sorgen und dann kann der Typ am Freitag anfangen zu putzen. Und Donnerstag fangen wir an. Am Morgen, weißt du, zeigst du alles abmontieren, easy. Fangen wir etwas an essen. Und nachher sind unsere Zimmer fertig. Jetzt fangen wir an, Wohnzimmer abmontieren und dann zum Entsorgen. Bro, wir fangen da. So, hat der Haus mitgeholfen? Nein, Bro, der mag das nicht. Und nachher haben wir angefangen abmontieren und dann ich warte mit dem Cousin, ich warte. Wir warten, weil erstens brauchen wir ein Auto und zweitens braucht man eine weitere Person. Ja. Yeah. Dann, Bro, warten wir. Sag ich, sie 7 mit abmontieren, das muss nur noch gedreht werden. Also Abend? Ja, Abend, ja. Wir schreiben dem anderen Cousin, wo du bist. Ja. Ich komme, okay. Also der auch dort wohnt? Ja, ich komme. Der Bruder bringt mich schnell zu meiner neuen Wohnung, ich tue Sachen deponieren, ich komme. Ich und er wartet. Irgendwann mal am 9 Uhr, mein Bruder kommt ohne er. Wo ist er? Ja, er ist daheim. Wie? Bruder, wird nicht hässlich jetzt? Wie er ist daheim? Er ist einfach nicht gekommen. Nachher ich so easy. Warte. Ja. Er hat in der Wohnung gewohnt, wo ihr dort WG ist. Ihr seid am Abmontieren ohne ihn. Ja. Und dann hätte er eigentlich müssen auch helfen tragen. Ja, wer hat gesagt, er kommt am nächsten Tag helfen. Genau. Ja. Und dann ist er nicht gekommen. Er ist nicht gekommen. Und nachher, am nächsten Tag so, wo bist du? Also ja, weißt du, wir haben meine Sachen abmontiert, wir haben meine Sachen deponiert. Und nachher musste ich Uhr allein. In meiner neuen Wohnung. Okay. Also du bist Zweiter gewesen. Auf jeden Fall, Bro, richtig hässlich geworden. Ich und mein Cousin dort voll pisst, Alter. Bis am Morgen um 3 musst du dir vorstellen, wir montieren die Sachen ab. Dann tun sie in den Lift und nach der 10, Bro. Oder eigentlich schon nach der 8 durchschlagen. Wir gehen so, Bro. So ganz langsam. Ja, sicher, ja. Wie haben sie einfach einen Tag später gemacht? Ja, weil am Freitag wäre eigentlich der Typ von der reingekommen. Nein, abgegeben wäre erst eine Woche später, also die Woche drauf gewesen. Aber wir dachten, wieso, weißt du, wir machen heute das, Freitag das. Klar. Falls etwas wäre, hätten wir noch 2 Tage Zeit über das Wochenende. Falls etwas wäre, könnt ihr noch gehen. Easy. Bro, wir machen bis am Morgen um 3 Uhr, wir sind tot. Wir gehen schlafen 2 Stunden, 2,5 Stunden auf und machen weiter. Zum guten Glück ist er dann für 2 Stunden. Für 2,5 Stunden. Ist er gekommen? Ja, am nächsten Morgen ist er für 2,5 Stunden. Krass. Ist er für 2,5 Stunden. Mein Bruder ist auch gekommen. Also at this point, ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte ihn geschlagen, Bro. Bro, ich bin richtig hässlich auf ihn. Geschlagen. Ich bin weißt du, hässlich auf ihn. Aber in dem Moment, wo ich ihn gesehen habe, ich bin so kaputt gewesen, so kaputt. Ich bin tot gewesen, zerstört. Haben wir das Zeug, haben wir entsorgt, easy. Schau ich so die Wohnung, Alter. So scheiße, man, 6 Jahre vorbei. Knapp 6 Jahre. Schade, dass es ein Abschluss ist, oder? Ja, es hat mich voll abgefuckt, Alter. Und es hat mich richtig angeschissen. Also zum einen ist auch gut, weil es geht mir jetzt ein bisschen besser. Es ist gut, dass das fertig ist, aber zum anderen, Alter. Was für ein Ehrenloser. Ich habe ihm gesagt, ich so, Alter, man, du musst nicht helfen, schämst dich nicht, man. Checky. Nicht. Er weiß genau, was das Problem ist, aber er schämt sich selber. Spaß. Ja. Er ist nicht rosa, er ist schon Spaß. Er weiß auch selber, ich habe gesagt, er ist schon Spaß. Hey. Ja, das war Bro. Das ist einfach, es war nur Stress pur gewesen, der ganze Umzug, Bro. Ich hab mit meinem Cousin blöd gesagt, bis am Morgen um 3 Uhr, wer macht das? Unter der Woche Zeugs eingeladen. Auto schon nicht gekommen, dann müssen wir am Abend um 10 Uhr ein Auto organisieren und so weiter. Weißt du, verstehst du? All das, es war so ein Stress gewesen. Ja, glaube ich. So ein Stress, aber... Wo haben wir das Zeugs angebracht, das wir abmontiert haben? Entsorgt. Am Morgen um 3 Uhr haben wir es entsorgt? Nein, das haben wir das Auto gefüllt. Aha. Und dann gehen wir am Morgen instant direkt als erstes, dann kommen wir zurück. Tamam, ja. Ja, Mann. Es ist Stress pur gewesen und... Ja, zum einen... Jetzt im Nachhinein sage ich dir ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte einfach so die Wege geflossen, wo... Wer ist letztes rausgegangen? Ist der Gilly? Einfach der Gilly ausgegangen. Einfach schnell künden. Scheiße, ja. Einfach so rausgehen. Weil die Zeit nach dem ist meistens zu groß der Kopf gewesen. Gell? Ja. Schade. Warte, wer ist zuerst raus? Ich bin zuerst raus? Du bist zuerst raus, ja. Wegen dem Studium. Wegen dem Studium, genau. Und nach einem Monat, 2 später ist der Gilly raus. Ja, genau. Zusammenziehen mit der Frau. Stimmt. Genau. Bro, ich wohne ja in einer... Also ich wohne ja in einer Juvo-Wohnung, wo halt eigentlich
leben darfst, bis du 30, 31 bist und während dem Studium. Mhm. Und du kannst dir ein bisschen vorstellen, wie so Nachbarn sind. Also ist es ein Juvo-Blog? Ja, es ist ein Juvo-Blog. Okay. Ja, dann vor allem so Studenten und so, oder? Alles so Studentinnen, genau. Ja. Und das Ding ist, Bro, wir haben über uns wohnt eine. Ich sag das mal, für mich die letzten paar Wochen. Mhm. Bro, sie ist eine Asiatin und vielleicht so, wenn sie anschaust, Bro, vielleicht so 60 Kilo, 50. Mhm. Also wirklich so eine sehr schmale, feine Frau. Mhm. Bruder, jeden Abend, aber ich schwöre dir, jeden Abend ab dem 11 Uhr, ich höre, wie Leute oben rumrennen. Weil die Wohnung, Bro, sie ist so ringhörig. Also weißt, ich fühle mich... Sie rennen rum? Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin durchgedreht fast. Ich bin durchgedreht. Bro, 3 Wochen lang, jeden Abend am 11 Uhr, sie rennt oben rum. Irgendwie, ich höre nur... Ja, ja. Aber wieso? Bro, nachher höre ich so... Möbel in der Bewegung. Möbel, irgendetwas, Bruder. Ich denke mir so, was umstellen. ist das? Ja. Und die zieht noch, oder? Und jetzt, ich denke mir, was ist das? Dann denke ich mir so, Bro, du willst ja nicht der Typ sein. Ja, vor allem, weißt du, wenn es 1 Nacht, 2 oder 3, okay, aber wenn es in der Woche, Bro. Bruder, irgendwann nachher ist mein Mitbewohner aufgegangen. Ich bin um 2 Uhr morgens verwacht, Bruder. Mhm. Verwacht. Ja, dann ist fertig. Wie sie Dann rumrennen, weißt ist du? Und für mich ist mir nicht in den Kopf gegangen, wie geht das? Wie ist das möglich, Bruder? Physikalisch, wie ist das möglich? Bro, nachher mein Mitbewohner ist aufgegangen. Nachher am nächsten Tag ist sie gekommen, hat so Lindor-Schoki gekauft. Mhm. Weißt du, die Teure, so für 15 Stutz Packung. Ja, besser. Sie so, sorry und so, bla bla. Easy. 2, 3 Wochen gut, es geht wieder los. Und Bruder, das Ding ist, ich kann es mir nicht erklären. Und irgendwie, ich weiß nicht, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt, zum Aufgehen und Stress machen, Ja, Bruder, weißt du, ja. so. Aber Bro, ich schwöre, ich bin wirklich so hässlich gewesen. Ich habe gedacht, wieso schiebst du Möbel rum? Ich habe gedacht, okay, vielleicht sind das Musiker, weißt du, irgendetwas. Nachher ich gesehen, irgendwie an dem Tag, wo ich raufgehe, ich sehe, die zügeln. Solo? Nein, bitte. Was Solo? Ist sie seit Wochen allein das abmontieren und so weiter? Vielleicht. Bruder, ich weiss, ich habe den anderen nie gesehen, mit dem sie gewohnt hat. Ja. Aber es muss eigentlich das Zweite sein. Egal. Die sind einfach weg, Bro. Ich sehe, 3 Wochen lang, sie ist am Hin- und Her zügeln anscheinend. Bro, sie ist weg. Nachher, Bro, ich fühle mich wie so ein 50-jähriger Nachbar, weißt du. Ich sehe ein Auto kommt, ich sehe so 3 Junge, so 20. So erste Wege. Ja. Ich denke mir so, nein, fick mein Leben nicht, bitte nicht. Ja. Und Bruder, sie fangen da ihr das Zeug aufzubringen. Ich höre jetzt, Bro, ich bin vom Regen in die Traufe, Bruder. Ich höre jeden Abend, wie sie Musik spielen, Musik machen. Mhm. Der kommt einfach raus, Bro, der über uns, der kommt einfach raus. Er fängt an Fleetwood Mac singen. Also wie raus? So auf den Balkon und fängt an laut singen, Bruder. Was ist das? Wir sind in der Pandemie und Leute klatschen drin, oder was? Bruder, ich weiß nicht, was das ist. Ich höre wieder, Bro, ich kann dir sagen, der psychologische Druck, den ich Ich momentan hasse habe. Menschen, die wissen, dass sie etwas gut können. Singen deine scheiß Wohnung, du Spaß. Ja. Singen deine scheiß Wohnung, wenn du kannst singen, Mann. Bro, ich höre Instrumente oben, ich höre dies, ich höre das, ich höre die Jungen. Und Bro, jetzt komm, die sind jetzt 1 Woche dort. Aber das Problem ist, ich bin vorgestraft, wegen diesen paar Wochen vorher. Ja. Und Bro, das Ding ist, die 3 sind so laut, sind so nervig. Und nachher, eben, ich denke mir, ich will nicht raufgehen und jetzt wegen 1 Woche, weißt du, mit diesen Stress suchen. Mhm. Nachher, Bro, ich denke mir so, okay, so schlimm kann es nicht sein. Ich gehe runter in die Wäschküche. Wir haben einen Kalender unten in der Wäschküche. Ja, fix der gute. Aber weißt du, für das ganze Jahr. So einen, wo man sich kann eintragen kann, wenn man waschen will. Ja. Und jetzt ist es so, Bruder. Ich gehe runter. Der Dude hat jeden Samstag bis Ende Jahr sich eingeschrieben. Geh mal duschen. Also, man kann sicher einmal duschen. Bruder, aber los, er hat jeden Samstag sich eingeschrieben für den bis zum Rest vom Jahr. Bro, wir haben Januar gehabt. Weißt du, was ich machen? Ich will das Sheet nochmal erstellen. Ja. Ich will mir die Zeit nehmen. Ich will das Sheet nochmal erstellen Ja. und einfach jeden Samstag leer lassen.
Und dann dich jetzt Samstag gesagt, ey Bro, auf dem Shit bin ich jetzt Samstag drauf, was machen wir jetzt? Bro. Naja, also ich glaube, da kannst du schon reden, da kannst du schon sagen. Bro, nachher 2 Tage später, ich habe mich so aufgeregt, gehe ich runter, ich sehe über mit T-Pex alles durchgeschlichen. Ich bin hässiger als du. Dummers. Und unten angeschrieben, ich weiß nicht, wo du herkommst, aber auch wir wollen am Wochenende waschen. So läuft das nicht. Ja. Bruder, und ich habe mir so gedacht, ja, du sonst so läuft das nicht. Arschloch. Yeah. Bro, nein, aber zum einen kann es halt auch sein, Unwissen vielleicht. Ich glaube, das ist das erste WG und der checkt es einfach nicht. Ist einfach so, also, frei, ich darf jetzt Samstag mich eintragen. Weißt du, Bro, ich habe auch Sachen erst in den ersten 2-3 Monaten checken, wo ich in die neue WG gezogen bin. Ich habe nicht gewusst, dass du zahlst deine Miete im Voraus für den nächsten Monat. Aha. Ja. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, ich bin im Geschäft am Schießen, wohnst du in der Woche dort? Die so, wo ist die Miete? Ich so, Ende Monat kommt sie, was willst du Miete? Ja, du musst schon lange zahlen. Was schon lange musst du zahlen? Ja, du wohnst dort nicht. Ich zahle Ende Monat. Die so, nein, du zahlst schon jetzt im Voraus. Ich so, nicht gewusst, tut mir leid. Erstmal auszogen, ich zahle umgekehrt. Tut mir leid. Ja, Bro, aber ich meine, überleg, Bro, du bist nicht der Einzige, der am Samstag frei hat nur. Ja, safe, 100%, ja. Also er müsste ja schon kompromissbereit sein. Ja, Bro, und ich bin einfach, ich schwöre, ich bin jetzt einfach an dem Punkt angekommen, wo ich mir einfach so denke, ich bin vielleicht einfach in dem Alter, Bro, scheißegal, ich ziehe aufs Land. Nein, Mann. Nein, und dann, was soll ich machen? Einfach hängen, Bro. Ich weiß nicht. Eine Kuh kaufe ich mir vielleicht 2. Nein, Mann. Was kostet eine Kuh? Kein Alter. Weiß nicht. Du bist gut in so Sachen, was kostet eine Kuh? Ich weiß nicht, 1000, 2000, 2,5, 3000. Ich habe keinen Plan, aber ich würde einfach, also aufs Land ziehen geht für mich einfach gesundheitlich nicht. Wieso? Weil ich einfach Pollenstauballergie habe. Und das ist einfach mein Tod dort raus. Ach. Ich gehe dort raus, Bro, ich komme rein, Bro, ich sehe anders aus. Ich sehe komplett anders aus. Aber dadurch muss ich sagen, wirklich, unsere Wege ist geil gewesen, Mann. Wegen rechts ist nicht mehr gewesen, oberhalb ist von uns nicht mehr gewesen. Stimmt. Links ist immer, sind Jungs gewesen eigentlich, die haben auch nichts gehört, es ist so viel Dränge voneinander. Der unten dran hat nur einmal etwas gesagt, also ich höre euch. Wenn ich etwas höre, ist, wenn ihr stampft und laut sind. Ja. Also laut schnell rennen. Wenn sie immer schnell rennen, die unsere Wege. Und er hat gesagt, also, das passiert wirklich, ich noch nie gehört, vielleicht 1-2 Mal. Das war wirklich 10 von 10 Wege gewesen, Mann. Ich wollte über den Umzug reden, aber jetzt, wo ich gerade darüber rede, schießt mich gerade an, man geht hässig, man. Geil, das ist schon. Macht mich gerade wieder hässig, Alter. Aber ja. Würdest du in Zukunft einfach Zügelfirma organisieren? Bro, ich habe meiner Freundin gesagt, ich so, hey, bitte, ich habe etwas gelernt aus dem. Ja. Erstens, ich tue nie mehr etwas also ich tue nie mehr so in dem Sinn von, ist meine Familie, ist sicher okay und das sind Familie, die schauen sicher einen Scheissdreck. Erstens das. Ja, Bro, du weißt, was ich meine. Verstehst du? So, erstens, nicht jeder denkt einfach so, sieht das mit Familie wie ich. Ja. Und zweitens, 100% Zügelfirma. 100%. Gell? 100%. Das ist okay, safe. Eine Zügelfirma kostet dich auch, was soll ich dir sagen, Mann? Ein Tausiger am Tag oder so. Gell? So. Aber Bro, das ja ist 3 Wege wert. gewesen, verstehst du? Ja. Und jetzt im Nachhinein, es ist mir maximal wert. Vor allem habe ich und mein Cousin allein haben das alles. Vor allem, du hast ja 90% von der Sachen einfach weggerührt. Ja, Bro, es ist ja nicht mehr. Ich habe gedacht, wir fangen heute an, weißt du, unten ausmisten, entsorgen, klein machen, dass wir am Freitagmorgen können entsorgen, weißt du. Und deswegen habe ich gedacht, nachher ist niemand gekocht. So, weißt du was, wir haben jetzt gar keine Zeit, wir sind halb so viele Leute, wie wir eigentlich denken. Ich habe jetzt eine grosse Abfallsäge und wir machen einen kurzen Prozess, damit wir so schnell wie möglich vorwärts kommen, einfach alles in schwarze, in grossen Sack und dann nicht mehr entsorgen. Es ist schade, Alter, es ist schade. Aber dafür habe ich sicher gute, ich sage jetzt mal, 3 Jahre. Von denen knapp 6 Jahren sind sicher 3 top gewesen. Top, auch inklusive Pandemie und so weiter. Oder sehr, 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 sehr gut. Ja, ich für mich so Spielabende, Bro. Ja, Mann. Du machst doch noch viel, gell? Also, jetzt gestern bin ich bei meinem Cousin im Studio. Dann haben wir Hosenabend gespielt, das ist brutal lustig. Habe ich zum ersten Mal gespielt. Aber sonst, ich finde das geil, ja. Ich finde weißt du, so, das machen wir ja schon seit schon seit 10 Jahren oder so. So Brettspiele, Kartenspiele, das ist einfach 10 von 10. Brandy Dog, all das Zeug. Was hast du dort? Insta-Ding? Genau, ich habe jetzt gefunden, was sind Fragen gestellt worden? Ja, voll, ich habe ein paar gesagt, weil halt keine Folge rausgekommen ist. Ja. Und ich 3-4 Fragen. Stimmt, ja, einer hat sogar noch geschrieben, was sage ich dir zum Grammy-Skandal von Kanye und Bianca, das haben wir jetzt durchgenommen. Was hat's noch? Also,
viele Fragen zur Live-Show, aber das haben wir ja eigentlich schon... Ja, voll, das haben wir eigentlich schon mal mehr oder weniger eine halbe genau. Folge gewidmet. Also für die, die es wissen, wenn es vorletzte Folge war, oder ich sehe das vorletzte oder die drittletzte, wo wir über unsere Show reden. Genau, da fragt mich jetzt einer, wenn wir jetzt möglich sind, Josh seine Serie irgendwann zu schauen, oder wie es möglich ist. Dann reden wir mal über das, finde ich jetzt noch spannend. Ja. Für dich sind die letzten paar Wochen sehr mit Lebenswechsel gewesen, so... Für dich? Für dich. Ja. So eben mit neuer Wohnung. Ja, und ich habe die letzten, vielleicht 12 Tage hintereinander oder 10 Tage im Schnittraum verbracht. Und für die, die es nicht wissen, also eben, am Josh seine Serie ist auch ein bisschen viel gesagt. Ich hatte die Idee gehabt, dass ich jetzt einen Kurzfilm produziere, wo auch ein Pilot könnte sein für eine Serie. Und was heisst das? Das heisst, es könnte die erste Folge sein, es heisst aber auch, es könnte irgendwie, wie soll ich sagen, es könnte einfach auch so zeigen, was man könnte machen. Und die Idee ist ja, dass ich nachher mit dem an interessante Parteien gehe und so sagen, hey, look, gebt Cash für eine Staffel. Ja, wie findet ihr? Ja, voll. Wie findet das? Ja, safe. Genau. Und es ist schwierig, Bro, weil das Ding ist... Jetzt bist du ja in dem Fall... Wie lange geht jetzt das, was du jetzt am Schneiden bist? Ich bin jetzt bei 16 Minuten. Und was denkst du, wie lange geht es, wenn am Schluss das Produkt fertig ist? Es wird schon um das herum sein. Also um die 15 bis 20, sagen ja, wir so. Sagen wir es so. Wie das Ding ist das? Ich habe das Drehbuch geschrieben im Sommer. Als Idee. Und es ist ja eigentlich so ein bisschen... Also es erzählt einen Tag in diesem Handyladen. Ja, voll. Oder es geht um einen Handyladen, es geht um einen Dude in diesem Handyladen. Mit verschiedenen Charakteren. Wir haben mega viele interessante und wirklich gute Nachwuchs, aber auch schon sehr gefestigte Schauspielerinnen. Was mich brutal überrascht hat, ist, wie gut EAZ kann schauspielern. Gell, das ist crazy. Er kann wirklich gut schauspielern. Das ist crazy. EAZ kann wirklich... Bro, er ist so ein er kann auch natürlich gut spielen. Und ich sage dir jetzt etwas, Bruder. Comedy ist die Königsklasse von Film und Serien. Normalerweise ist es Muss für Comedy, dass man mit 2 Kameras filmt gleichzeitig. Ja. Wieso? Weil Comedy ist einfach am einfachsten und am besten Aktion-Reaktion. Ja. Es passiert etwas und du willst schauen, wie Mimik vom anderen ist in dem Moment. Du kannst gerade messen, ob es okay ist oder nicht. Ja, oder genau. Und das Problem ist, wenn du Comedy filmst mit einer Kamera, dann filmst du, ich muss es so sagen, du machst Drehbuch und nachher musst du es ja visualisieren. Du willst ja sagen, so soll es nachher aussehen. Voll. Aber du schreibst eigentlich das Drehbuch, während du schreibst, hast du visuell schon im Kopf, nicht? Genau. Du so, krass, das wäre lustig. Genau, aber das ist ja sehr inhaltlich immer. Was jetzt aber auch noch sehr oft interessant sein kann, ist, wieso, ja, aber was ist spannend dann zeigen? Muss ich dich immer sehen reden? Oder kann ich auch über andere filmen, während du redest und seine Reaktion zeigen und so weiter und so fort. Gut, und man nennt das Decoupage oder halt die Aufteilung von der Art, wie man filmt. Das heisst, was passiert ist folgendes: Es ist eine Szene, die geht 4 Minuten. In dieser Szene kommst, sagen wir mal, es gibt eine Szene, da kommst du rein, du bist ein Kunde und wir haben einen Mitarbeiter. Und ihr redet miteinander. Und nachher, der Mitarbeiter wird hässig, oder der Kunde wird hässig, sie streiten, es gibt eine Fetzerei. Ja. Nachher ist fertig, die Szene. Okay. Ja. Jetzt die Szene kannst du aufnehmen in x verschiedene Möglichkeiten. So verschiedene Winkel und so. Genau. Was man jetzt klassischerweise in der Comedy macht, ist meistens, man nimmt die Totale auf, wo man beide sieht. Also die ganze Szene quasi so, ja. Genau, einmal die ganze Szene aus der Totalen. Und dann nimmst du einmal noch eine Szene auf, ganz close, auf Schauspieler 1. Vielleicht sieht man da noch Schultern vom anderen Schauspieler so. Und das gleiche auf die andere Richtung. Das ist aber sehr Fokus auf basic. Gesicht einfach. Okay. Genau, und das ist sehr basic. Also du hast einmal komplett vorne, einmal Schauspieler und einmal der andere Schauspieler. Okay. 3-mal. Yeah. So. Aber das nennt man Einstellungen. Weil das ist die Kamera-Einstellung. A, B, C. Jetzt ist es aber so, dass du jede Einstellung nicht nur einmal filmst. Du filmst sie 4 bis 10 Mal. Ja. Du musst sie ja mehrmals filmen. Voll. Sagen wir mal, im Schnitt habe ich sie 4 bis 8 Mal aufgenommen. Jetzt musst du sagen 8 Mal. 8 mal 3. Ja, 4. Weil du hast ja 3 Mal. Ja. Das heisst, du hast schon mal
24 Mal das ganze Video von A bis Z. Von einer Szene. Von einer Szene. Jetzt musst du von den 24 die besten 3 raussuchen quasi. Nicht ganz, sondern, also theoretisch ja, okay. aber das Problem ist, du nimmst zum Beispiel, erst filme ich komplett, nehme ich die ersten 10 Sekunden von der Szene, sagen wir sie gerade 4 Minuten, nehme ich total von beiden, der dritte Take, das dritte Mal. Ja. Nachher nehme ich die Szene von da. Nachher nehme ich aber nicht mehr die gleiche Totale, sondern dann nehme ich eine andere Totale. Okay. Verstehst du? Ja, voll. Also das heisst, du theoretisch hast du vielleicht, keine Ahnung, 10'000 Möglichkeiten, wie du eine Szene kannst mit dem gleichen Material anders zeigen. Voll. Und das Schwierige an dem ist eben, das sind 24 Mal eine verschiedene Aufnahmen und 24 Mal verhaltet er sich vielleicht ein bisschen anders. Ja, jedes Mal ein Ticken mehr das, ein Ticken weniger das. Tag. Oder der reagiert ein bisschen mehr so. Voll. Oder am Anfang hat er das mit der rechten Hand genommen und im letzten Take nimmt er das mit der rechten Hand, aber 2 Sekunden später. Ja, voll. Oder mit der linken Hand und nachher geht es nicht mehr auf. Ja, voll. Und darum filmt man mit 2 Kameras, damit man die gleiche, also im besten Fall, damit man die gleiche Reaktion sicher 2-mal hat. Wie nehmen wir die Leute, die im Hintergrund schauen, dass sie schauen den ganzen Film nochmal und schauen Sachen, die nicht im Film gehören? Wie zum Beispiel, da sieht man noch im Hintergrund vom Set, der muss weg und so. Also eigentlich hast du jemanden auf Set, der sorgt für Script Continuity. Also der schaut dafür, dass der Schauspieler das immer mit der gleichen Hand macht. Aha, okay. Alles mit dem gleichen macht, alles im gleichen Moment. Ja, voll. Dass jedes Wort gleich gesagt wird. Wie es gut gegeben ist, jetzt, weißt du, so 3-4 Szenen, es kommen immer mehr Szenen führen, wo sie einfach so merken, fuck, ist nicht so genau geschaut worden und so. Aber eben, es gibt auch viele Leute, die sagen, Continuity ist scheißegal. Ja, voll. Also weißt du, weil das ist nicht. Also es gibt Leute, mich stresst das abartig. Voll, wenn du so oft mal, er macht so und nach der nächsten Szene macht er es aber doch mit der linken Genau, Hand. Ja. Aber du musst halt wie so entscheiden, was ist wichtiger, dass der Joke gut ankommt. Oder das ist keine Ahnung. So. Genau, wie nachher siehst du im Schnitt zum Beispiel, er sagt mal angenommen, der Satz ist, hey, gehen wir dort hinterher. Und er macht das 3-mal so, mit Kopfdrehen, sagt er, hey, gehen wir, Kopfdrehen, dort hinterher. Und beim 5. Mal sagt er, hey, gehen wir dort, Kopfdrehen, hinterher. Und du musst ja, wenn du schneidest, willst du das so schneiden, dass, wenn er sich umdreht, dass während dem Umdrehen die Kamera sich wechselt. Ja, voll. Damit es so smooth ist. So ein sauberer Übergang quasi, ja. Aber dann muss der Text auch stimmen. Voll, und dann im richtigen Moment und so. Genau, und. So. Lange Rede, kurz, was ich sagen ist, EAZ ist einer der wenigen Schauspieler, mit denen ich je zusammen geschafft habe, wo jeder verfickte Take einfach fast gleich gut macht. Ja. Er kann es super gut. Du, das ist crazy, also, Bro. Ich sehe, ja. Multitalent vielleicht sogar, ja. Wirklich crazy. Eben, ich habe mit dem Ramin sehr eng geschafft, Bro. Ja, Ramin ist, also... Du merkst einen Schauspieler. Du ist so gut, Alter. Wir haben, kann ich vielleicht insgesamt... Der Elias Mbarek von Schweiz. Wir haben vielleicht insgesamt 20 Stunden zusammen geprobt. Der Brüder, ja. Dude ist einfach eine Maschine, Bro. Bro, bei ihm hast du wirklich gemerkt, also ich bin ja nur so, ich glaube, wenn ich jetzt für zusammenzählen, vielleicht so eine Stunde am Set gewesen. Oder vielleicht 2. Und ich muss sagen, du hast wirklich gemerkt, so professionell. Ja, Mann, er hat es auch wirklich ernst genommen. Also er kann Schauspieler. Ja, aber er hat es auch wirklich ernst genommen. Er hat den Text auswendig können, Bro. Du hast gemerkt, er will es machen. Das hätte ich immer so, das wäre immer so mein Ding, meine grösste Angst. Wenn du so etwas mit dieser Leidenschaft und Vision machst, wo vielleicht ein bisschen gerade brotlos ist, aber du findest, das wäre so lustig und so geil, dass du alle die auch kannst im Band ziehen, dass sie im gleichen Land mitziehen. Ja, davor, nachher ist einer so, dann, okay, du musst ja nochmal den Text, sagst du nochmal, ich kann es nicht ganz auswendig lernen. Nachher, okay, easy, den kannst du auch nicht böse nehmen, aber eigentlich wäre so wie, die Erwartung wäre ja, eben wie viel kannst du erwarten, aber die Erwartung wäre wie so, ich habe das geiles Produkt, entweder bist du oder nicht. Voll. Entweder gibst du von Anfang an alles, wie ich verdiene auch nicht, oder wir lernen es. Genau, das ist es eben, oder? Nachher haben wir noch, also wir haben da Annalena Miano und Set gehabt, das ist sie von Zucker zum Beispiel. Ja. Bro, top Schauspielerin, top Person. Ja, fix. Mega cool drauf. Weißt du, wir haben auch Probe zusammen. Ich habe einfach wirklich fast nur Leute gehabt am Set, die wirklich Bock haben. Die einfach Bock haben. Geil, man, geil. Und das ist mein erstes Tetrika-Projekt, weißt du? Ja, fix. Und auch, Bro, meine Kamera, ich habe die im Kameradepartment geschafft haben. Also, Bro, du musst dir vorstellen, 20 Leute. Eben, es haben wirklich alle Bock, du hast wirklich gemerkt, alle haben so, es hat nicht einmal angefühlt wie so, ich muss jetzt, ich bin jetzt Samstag da, los, dann ist es fertig. Voll. So, es haben alle Bock gehabt. Es war auch professionell aufgestellt, Bro, weißt du, auch schön gewesen. Wie die Leute auch an das geglaubt haben, wo du glaubst. Weißt. Ja, Bro, nein, ich sage dir ganz ehrlich, es hat mich so stolz gemacht, Bruder, weil das Ganze ist ja sehr schnell passiert alles. Also ich habe das wie so im
doch im August, September habe ich es geschrieben. Ja. Dann Castings gemacht. Ich habe 7 Rollen müssen verteilen, Ja, das war auch eine schwierige Sache gewesen. Dann Castings gemacht. Dann im November haben wir gedreht. Also bevor du drehst, musst du noch Location anschauen. Ja, genau. Wir haben natürlich auch noch einen Eben, Produzent gehabt, wo du musst sich... halt, ich meine, es ist halt auch, eben, du musst den Leuten sagen, hey, können wir dir drehen an einem Tag, wo für dich ruhig ist Voll. und nicht läuft und hey, es gibt leider kein Cash. Ja, Also du musst auch Unternehmen finden, die das auf dieses ja, Vertrauen Bro. geben. Und da haben wir auch, das war Schäfer AG gewesen. Gerade dort beim... Gerade beim Limaplatz in der Nähe. Nein, ist ein Weissplatz in der Nähe. Also beim gerade quasi, also wenn du vom... Quellenstraße, oder was ist das dort? Ja, beim Limaplatz weiter Ja. gehst mit dem Tram Richtung Ja, genau. KV-Schule eigentlich. Genau. Zwischen Esterweiss und Limaplatz. Schäfer AG ist Shoutout, Bro. Das sind die geilsten Sicher. Es hat wirklich nice ausgesehen, wie es dort aussieht. Wirklich geilste Sicher. Das ist ein Handyladen für Business, Bro. Und die haben mir gesagt, komm. Ich so, Drehen, Bro. ich muss im Fall Samstag, Sonntag und nochmal nicht, wir haben echt 3 Tage gedreht. Ja. Freitag haben wir irgendwo anders gefragt. gefragt. Schlüssel, dies und Er das. so, mach was du willst, Bro. So krass. Wirklich absolute Kings, Alter. Absolute Geil. Kings. Ja. Bro, weißt du was? Ich tue ihre Google-Page in Safe, Ding. tun, Geben ihnen bitte 5 Sterne. Ich schwöre, Ja. das sind so geile Sachen gewesen. Also ich bin in dem Laden gewesen und bevor ich in der Ja. Laden, also wo ich in den Laden gelaufen bin, wenn ich in der Laden reingelaufen bin, bin ich zu dir gekommen und so, ist das ein Store? Du so, nein Bruder, das ist privat, das gehört, Ja. also das ist so wie so Familienunternehmen. Ja. Ich so, der hure professionell aufgelegt, sieht hure modern und schön aus. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich, eben zum Beispiel, wenn du etwas einkaufen gehst du zu dem Grosskonzern, wenn du Ja. Film gehst du zu dem, oder? Ja. Gehst du, und du hast immer das im Kopf, oder? Vor allem, Voll. weil auch meistens das in der Nähe ist. Aber Sicher, das ist auch günstiger, das ist schneller und. eben, aber das mit günstiger, ich bin jetzt bei ihm ja, du hast ja gesehen, ich bin mal rumlaufen gewesen, Ja. ich so am Rumschauen und so. Ja. Und das sind genau die gleichen Preise wie auch bei jedem anderen Store. Ja. Wirklich. Es geht ein bisschen unter, weil einfach die grossen Leute einfach das Budget, das sie für ihr ganzes Geschäft pro Monat haben, Ja. die Kleinen, haben die grossen als Budget für Werbung für den Monat zum Beispiel. Ja, So. voll. Hey Bro, und es ist einfach mega schwierig, einen Laden zu finden, der dich drehen lässt. Das ist eben da. Er muss dir vertrauen, sagen, ja, mach du in meinem Laden mit meinen Handys und mit meinen Laptops. Ja, Bro, und im und Backstage. plus, wo ich den Leuten erzählt habe, um was es im Film geht, dass es ein bisschen eher satirische Komödie ist von Leuten, die im Handyladen arbeiten. Er so, ja. Und alle anderen haben gesagt, oh nein, wir können nicht gegen Ja. XY schiessen, weißt du, es geht nicht. Nein. Ja, auch abgesehen davon, weißt du, ich hätte so ein bisschen auch so ein bisschen den Scheisser, weil 20, 25 Leute, die ich nicht kenne, Ja, sicher. safe, Studenten, aber sind Studenten, ich kenne sie nicht, sind im Laden und sind mehrere Tage dort Ja. und nur Gott weiß. Also, das muss Vertrauen um sein. Ja, sicher. Das muss Vertrauen um sein. Aber eben, Bro, es ist eben nicht, also weißt, ich habe ihm das auch mehrmals gesagt. Ich so, Bro, also auch, dass wir vom Gleichen reden, wir reden von einem Filmset, gell? Also ich weiss, so, wir sind da jetzt ein paar jüngere Leute und so, aber nicht, dass wir verschrecken. Er so, nein, ist gut. Nachher sind wir haben ja so Lichter gehabt, dies, das, also weißt, wir haben ja Leute gehabt, Bro, wir haben ja Leute im Set gehabt. Für Ton, für Licht, für alles. Einer für Ton, Ja. 3 für Licht, 2 für Aufbau vom Licht, Voll. eine Kamera. Make-up-Szene. Einer hat ja nur Fokus gemacht. Voll. Einer hat nur immer wegen Fokus geschaut, ja. Also das ist ja wirklich eine riesige Crew gewesen, weißt du? Das ist halt der Standard für die Schule natürlich auch. Aber Bro, das Ding ist, ich bin dort gestanden, nachdem wir uns den Arsch aufgerissen haben, um das aufzubauen. Ja. 20 Leute auf Set, plus 7 Schauspieler, 27 Leute auf Set, Bruder. Riesen Produktion. 3 Tage und so. Essen, weißt du, alles, Bro. Und alle sind zu mir alle gesagt, Bro, es macht richtig Spaß, es ist Ja. geil. Ich habe gesagt, mir ist wichtig, dass wir nicht mehr als 10 Stunden machen. Und Bruder, ich bin die ganze Zeit einfach so unter Stress gewesen. Angespannt, ja. Angespannt, Bruder. Ja, das ist unschwierig. Ich habe gedacht, Bro, ein Fehler war es. Ich Voll. bin am grossen Reden, Bruder. Ja. Bevor ich gedreht habe, ich bin am Reden. Ja, das ist eine Serie. Wie krank. Weißt du, das Ja, ist brutal. Nachher, Bro, nachdem, ich habe schnell so ein paar Tage Zeit gebraucht, Bro. Ja, ein bisschen runterfahren, ein bisschen versuchen, den Körper zu beruhigen. Nachher, ich gehe in den Schneiderraum. Und das Ding ist, Bro, am Anfang, das ist so krass, wie am Anfang, genau, du hast ja jeden Take, hast du ja, wie gesagt, etwa 30 Mal, Ja, hast du voll. jede Szene. Ja. Und ich habe etwa 18 Stunden verbracht für die ersten 1,5 Minuten vom Film. Geil. Und ich bin immer noch nicht wieder gewesen. Ja, weißt du? ja, voll. Dann haben wir alle gesagt, Bro, du musst einfach den Film, du nimmst einfach eine Szene, wo du sagst, der Teil ist gut, Das für mich, ja. du musst rein, dann der nächste, dann der nächste, dann der nächste. Du musst erstmal den Film einfach anlegen. Einfach mal die Szene, die dir passen. Genau, weil zusammenlegen, es wird nicht stimmen. Ja. Und Bruder, das so machen und nachher sehen,
es geht nicht ganz auf. Ja. Es funktioniert nicht. Der Witz kommt nicht richtig an. Einfach anlegen, Bro, das geht nur um aushalten. Aber ich sage dir, ich bin da drin in dem Schnittraum. Ich habe das angeschaut. Ich habe mich angeschaut. Ich habe gedacht, du Stück-Scheiße. Ich bin gefickt. Ich bin gefickt. Du hast Wie gross willst du das geredet. machen? Ja, wie das machen? Ja. 20 Leute sind auf deinem Set am Arbeiten gewesen. Jeder hat vertraut dir. Ja. Leute kommen, der Valentin Schürch, der die Kamera gemacht hat, der schließt jetzt den Master ab. Ja. Er hat mir gesagt, das ist mein Projekt, das mit dem ich Aber abschließe. ja, Das ist mein geil. Abschluss. Geil. Ich schaue, ich denke, Das ist so spuck geil. ihm doch ins Gesicht, Bruder. Ja. Bring mir einer. Bruder, ich schwöre, ich habe das Zeugs angeschaut. Ich habe gedacht, das geht nicht. Ich kann das nicht. Ich bin ein Lügner. Ich bin ein Möchtegern. Ja. Der Grund, dass ich in dieser Schule bin, ist Mein Podcast. mein Podcast, Bruder. So, ich schwöre. Bro, ich bin zu meiner Schulleiterin gegangen. Sie macht Comedy. Sie hat jetzt gerade für Prime etwas gemacht mit Geil. Pastewska und so. Also, Geil. weißt, hat Film gemacht, Jagdzeit, die Nachbarn von oben. Ja. Sabine Boss, wirklich brutale. Boss. Wirklich ein Boss, Bruder. Und dann haben wir habe ich ihr das gesagt, sie fängt an zu lachen. Sie so, das ist normal. Ich kann sagen, ist es nicht einfach, du bist erstmal gerade überwältigt von 20, 24 Stunden Material. Also ich stelle mir so vor, ich habe 24 Stunden Material, oder brich das mal auf Minute ab, wie viel sind das? 24 mal 1000, über 1300 Das ist Minuten. viel, Bro, das ist viel. Und du musst dann 1300 Minuten, über 1300 Minuten musst du 15 haben. Ich wäre auch, Alter, wie soll ich jetzt die besten 15% finden? Das ist normal, glaube ich. Bruder, und sie haben mir gesagt, sie so, jede Regisseurin, die den ersten Rohschnitt sieht vom Film, bricht zusammen. Ja. Bro, weil ich bin dort in diesem Raum, ich habe das Zeug angeschaut, Bro, ich habe gedacht, das Will aufgehen, nicht? Ich will aufgehen. Ich habe gedacht, weißt du was? Fang gar nicht erst an. Scheiß drauf. Ich gehe Mac arbeiten. Ich sage einfach, es hat nicht geklappt. Alle Videos sind schwarz, irgendwie kein Fuck. Irgendetwas. Bro, ich schaue das Zeug an. Ich kann mit anderen reden. Alle Regiepersonen sagen so, Bro, der Schnittprozess, das ist wie die 6 Phasen der Trauer. Du fängst an mit Verleugnung, nachher irgendwann kommt Wut, nachher kommt Depression, nachher kommt Akzeptanz, weißt? Und das Problem ist, Bro, wir sind in dem Schnittraum für 10 Stunden am Tag. Mit dem Schnitt, du selber, oder? Mit dem Raymond? Nein. Was Raymond? Ramen. Nein, mit dem Lars Odermatt, das ist ein Editor. Und mittlerweile sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich einfach sage, da raus, da rein, das. Probier mal das. Und das Ding ist, wir schauen die gleiche Szene für 10 Stunden lang an. Bro, wenn du die gleiche Szene Folter, 10 Stunden lang anschaust und 20 Mal probierst du etwas anderes. Ja. Du merkst den Unterschied gar nicht. Ne? Erstens, du siehst es nicht mehr, du lachst nicht. Du lachst nicht. Das ist Folter. Ich schaue das so, ich denke so, ist das Comedy, Bruder? Was habe ich gemacht? Ja. Und nachher gehst du raus, Bro. Du gehst raus. Ich exportiere auf mein Handy, Bro. Ich schaue es an. Ich denke mir auf dem Handy. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Ja, weißt du, eigentlich ist es okay, Bro. Ja, Bro. Was ich damit sagen ist, das habe ich eben auch letztens in dieser Ding gesagt. Ich glaube, für alle Menschen, die etwas arbeiten, weißt, die etwas machen, die ein Business aufbauen wollen, die Kunst machen wollen, die. Keine Ahnung, Bro. Du gehst 9 Mal um, statt 10 Mal auf. Spaß. Ich wollte sagen, aufstehen, Krone richten. Ja, weitergehen. Nein, was ich wollte sagen ist, wir sehen alle immer nur das letzte Produkt. Ja, fix, du siehst den Prozess nicht dahinter. Du siehst den Prozess nicht, Bro. Ja, 100%. 100%. Oh, Mann, das ist... Was kann man rechnen, wenn genau. Das Ding ist normalerweise, also die Filme, das muss man gleich auch sagen, die Filme, die kommen nicht raus. Ja. Kurzfilme, die werden archiviert. Ja. Die gehen nach Festivals. Und Festivals, wenn sie ihn gut findet, wird er aufgenommen ins Programm. Aber du kannst ihn schon von dir aus auf YouTube da zum Beispiel. Es kommt darauf an, weil eigentlich sind Rechte bietet Zertifikat. Ich habe Rechtsschutz. Aber eben, es ist ein bisschen die Frage, weil eigentlich willst du ja nicht, dass er, also das ist eben das, eigentlich man macht Film nicht dafür, dass sie auf YouTube landet. Ja, aber es ist ein gewisses öffentliches Interesse an Mios Negroni und seine Projekte. Talent. Und dann ist das öffentliche Interesse um zu sagen, hey, er erzählt immer von dem, wir sehen es auch. Und jetzt wollt ihr euch sagen, wir dürfen es anschauen. Schau, ich sag's dir so, Bruder. Ich sag's jetzt so. Vielleicht Join. Schreib mit. Vielleicht Also Join. Ja. Schaut den Pilot an Ja. und sagt, Bruder, du hast mit kein Geld und dein Kopf das gemacht. Ja. Und mache erste Was Staffel. machst du, wenn du Geld bekommst? Ja. Und dann mache ich die erste Staffel, Bruder. Ja. Und dann Jahre später kommt der Collectors Box raus.
Mit So. Episode 0. Ja. Weißt du, und nachher ist die. Sammlung, ja. Genau, nachher ist die Episode. Ist auch drin, Bruder. Ja, fix. Nein, ich weiss, aber 100%. das Ding ist eben das, der Film wird wahrscheinlich auch nicht an Festivals erfolgreich laufen. Wieso meinst du? Weil es ist kein Es- Festivalfilm. Aber es ist ja das Format, wo immer mehr kommt, so ein bisschen das in Situationen, wo der durchschnittliche Mensch, blöd gesagt, kennt, vertraut ist, Comedy aufbauen oder etwas Lustiges. Jetzt in einem Laden, in einer Schule, Genau. weißt du, in einem Büro und so weiter. Und dann hast du dich kaputt. Oder also, und dann habe ich das Gefühl, es kommt immer mehr. Zum Beispiel in Amerika sind ja immer so ein bisschen die Vorreiter, wenn so eben mit The Store und so weiter und all das Zeugs. Nachher kommt es ja ein bisschen von Europa. Engländer haben angefangen, ihr Zeugs zu machen. Ja, Die ja. Deutschen haben auch jetzt gemacht. Wie heißt es bei den Deutschen? Die Deutschen haben auch so etwas wie The Store. Discounter. Discounter. Und es funktioniert. Das ist ja nicht, Ja. ist ja nicht nur rein einfach, wir übernehmen eins, zwei die Idee, kostet 20 Leute und nachher klappt das schon, wie die haben es auch gemacht. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass es ja etwas ist, wo immer mehr und mehr kommt. Kommerziell. Und Aber ich rede von Festivals. Safe, aber ich habe das Gefühl, also jetzt im Betracht jetzt für Join oder einfach für ein anderes Medienhaus, jetzt sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt das anschaue, ist es eine Entwicklung, wo Medienunterhaltung geht. Und wenn ich ja sehe, dass das ja verhebt und funktioniert und auch die Nachfrage da ist, plus man kennt, also Ja. man kennt Aber das ist so, eben das, Bruder. Ich versuche einfach ein bisschen Hype generieren. Weil, schon klar, weißt ich rede über den Film und ich dokumentiere das Zeug, damit die Leute Interesse haben daran. Ja. Damit sie sagen, was ist das genau, wann kommt das? Das ist natürlich auch ein Mittel, weil das Ding ist, so viele Sachen, oder in dieser Filmbranche, in dieser Unterhaltungsbranche von mir aus, haben so viele Menschen Erfolg. Ja. Wenn es nur um Talent würde gehen, wären so Ja. viele Menschen nicht erfolgreich, Bruder. Bro, Und andere Menschen viel erfolgreicher. das ist, kannst in jeder Dings auf dieser Welt abbrechen, Bruder. Eben, du weißt, ich liebe Fußball, Bro. Es gibt Leute, die sagen, dass sie mit Leuten zusammengespielt haben und nicht, weil sie einfach Hater sind. Die talentierter sind als ein Ronaldo, als der, aber harte Arbeit oder einfach Konstanz. Und Politik, Bruder. Ja, sicher auch. Aber ja, auch. sicher, es geht um Disziplin. Es geht um, Sicher auch, weil ja. du kannst der krasseste Regiekopf sein, Ja. du kannst der krasseste Fußballer sein, du kannst die krasseste Musikerin Wenn du nicht sein. machst, nicht dran bleibst, dann... Wenn du in deinem Zimmer für dich allein spielst, wenn du das nicht trainierst, wenn das nie jemand wird hören, Bruder, das wird nie jemand geil finden. Ja, du wirst einfach auch nie wissen, ob es wirklich geil ist. Wirklich. Wirklich. Du wirst nie wissen. Ja. Voll, Bro. Ich finde es spannend und ich glaube, so abschließend zu dem Ganzen kann ich einfach nur sagen, so, ey, einfach, egal ob du, was für eine Art von Kunst du machst oder ob du irgendwie ein Business willst machen, ob du willst an deinem Körper arbeiten, an deinem Geist arbeiten, an deiner Kunst arbeiten, Bruder. Wie du gesagt hast, einfach dranbleiben. Und zwar, das heisst für mich einfach am Morgen aufstehen, für 14 Tage am Stück, 10 Tage am Stück in das Studio gehen, morgen um 10 Uhr anfangen, Abend um 8 Uhr aufhören, Abend um 5 Uhr, was auch immer, einfach dranbleiben, einfach schaffen, einfach erschaffen, einfach machen. Ja, 100%. Und Konstanz muss jetzt zum Beispiel eben, die eine Konstanz ist, du jetzt vom Schinden bist, seit 10 Tagen. Konstanz muss nicht sein, dass du etwas täglich machst. Normal wäre sicher gut. Aber Konstanz ist zum Beispiel auch eben, wie wir gesagt haben, wir haben jetzt gleich 3 Jahre unseren Podcast und seit fast 3 Jahren gibt es unser Hobby, blöd gesagt, wo wir neben unserer Zeit machen, fast jede Woche vor. Konstanz ist auch, dass du, keine Ahnung, man, blöd gesagt, logisch ist deine Verpflichtung, aber Konstanz ist auch, dass du jeden Morgen aufstehst und deine Verpflichtungen angehst. Das ist auch Konstanz. Aber dort machst du es ja, weil du das Gefühl hast, ich muss. Und jetzt stell dir vor, bei Sachen, die du für dich würdest machen, die dir gefallen, wie richtig es könnte entfalten. Das sagen wir auch, obwohl wir seit 3 Jahren den Podcast machen und da, okay, logisch, Level Ups, unendlich dankbar. Wir sind von Büro zu Garage zu Studio. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Bro, Leute, die andere Ausgangslage hatten, sagen wir wären 21, 22 gewesen. Ich sag, der Podcast wäre am anderen gewesen jetzt. Natürlich. 100%. Deswegen sage ich, Hauptsache wichtig ist, dass du dran bleibst und dass du etwas regelmäßig, dass du einfach eben konstant, regelmäßig dran bleibst, Bro. Nicht einfach nachlassen. Ob das jetzt eben Podcast, Musik, Hip-Hop, Influencer. Ja, man. Das. Vlogger.
Ach, hat noch eine lustige Frage? Oder aha? Machen wir das nächste Folge. Okay, safe. Tamam. Also, take it away, Bruder. Aha. Danke vielmals fürs Zuhören. Es ist für die, die es nicht mitbekommen oder gesehen haben, geben euch noch die neueste Folge von Ausländer Production. Wir sind dort als Gast gewesen. Ich finde jetzt auf YouTube, gebt euch das. Es war wirklich sehr unterhaltsam gewesen. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Like, subscribe, erzählt eure Freunde und bis bald. Das ist kurz und